Våra zusammen von morgens, Gott zijn woord als rechtlich, het krofthal, en dat zijn zee, maar weer ben lezen, waar dat is allemaal een wunderschöne tijd, wenn wir als Brüder und Schwestern in Top kommen, und Top das wird horchen, und Gott anbeten, und den das wird horchen, und ich freue mich da immer drauf. Ich, heute, das wird lesen, das nimmt Zeit. Die Botschaft, der Titel von meiner Botschaft von der uns morgens, habe ich genannt, Gott sein Wort als unsere Nahrung. Wir brauchen eten alle Tage, dass wir unseren Körper feiden können, dass wir stark bleiben, dass wir schaffen können, dass wir waschen können, die wird nach waschen down. Einige waschen der Hecht, einige waschen der Seed. Aber kriegt so braucht wie Gott sein Wort zum geistlich waschen und wiederkommen. Damit wir geistlich, wo wir Temmel utwaschen in das Leben. Ich lese in Schritt 3, wo ein Sein, das sagt, viele Menschen sind kraut gewaschen, aber wenig Menschen sind abgewaschen. Und so das braucht wie Gott sein Wort. Und die Text ist 1. Petrus 2, Vers 2. Aber ich will was andere Versen lesen, was wir durchkommen dann. So, ich will mit denken, reden von Gott sein Wort, was das tät. Und ich will von drei Dingen mit reden, was Gott sein Wort für uns tät. Erstens, als wir kommen zum Glauben durch Gott sein Wort. Durch Gott sein Wort, wo wir wahre geboren. Und dann zweitens, das ist unser Markt. Wenn wir schwere geboren sind, dann brauchen wir Markt, das kleine Tier zum Waschen. Und drittens, Gott sein Wort ist uns Gewehr. Womit wir können alles überkommen, womit die Feinde in uns kämpfen. Weil wir als Tier Gottes, wir kommen viermal in Kampf, wenn die Feinde kann Gott nicht verdrehen. Und so, wenn wir mit Gott sind, dann haben wir einen Diener. Und so tun das Wort Gottes als uns die Wehr, womit wir können jeder Kampf überkommen. Das darf nicht so ein Kampf, wo das Wort nicht Kraft hat zum Überkommen. So Gott sein Wort, die drei Dinge. In die Bibel, das ist Gott sein Wort. Wofür denken wir daran, wenn wir das Buch aufmerken dann, und wir lesen dann, dass das ist Gott sein Wort. Wie Petrus sagt uns in 2. Petrus 1, Vers 20 und 21 durch, er sagt, das ist nicht, was Menschen sich gedacht haben. Das ist, was der Herr Jesus in die Gift hat, in weiten Leuten gehabt, was die sollen durchschreiben. Und wir wissen, dass durch eine Frau und Christen, das frage ich erst die Bibel Gott sein Wort. Und dann sagt er, ja, die heiligen Männer werden gedreven von heiligen Jesus und werden angegeben, was sie durchschreiben sollen. So das Wort ist nicht, das Petrus sagt, nicht, was Menschen sich gedacht haben. Das ist Gott sein Wort. Hast du mal gedacht, wenn Gott mal direkt zu dir reden, du wirst seine Stimme hören? Weil das ist, was das ist. Wenn wir tun, was Petrus sagt, wenn wir das Wort aufmerken, wenn wir lesen, das ist wirklich Gott sein Wort. Gott redet direkt an uns durch sein Wort. In 1. Korinther Kapitel 2, Vers 12, da sagt Paulus, er sagt, wir haben nicht diese Welt ihren Geist getragen, aber den Geist, der von Gott ist. Durch diesen Geist weit wir, was Gott uns gegeben hat. Das ist dort, wovon wir reden. Nicht ein Wirt, der uns die menschliche Weisheit lehrt, aber ein Wirt, der uns der Heilige Geist lehrt. So leih wie die geistliche Wahrheiten ut von Menschen. So das, hier sagt Paulus wahrer, er sagt, das sind nicht wir, was Menschen uns gelehrt haben, aber der Heilige Geist hat uns das gelehrt. Und wir sind bekannt mit 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17, wo Paulus sagt, die alle Schrift ist von Gott gegeben. Er sagt, von Gott gegeben. Und der ist wertvoll, uns zu belehren, uns auszubessern, uns treu zu wiesen und uns zu erreichen, wo wir leben sollen, sodass wir als Gotteskinder geschenkt sind
en goede werken doen. So dat is dit woord wat we hebben. En so we moeten checken wat God zijn woord dat eerste in ons leven deed. 1 Petrus 1 vers 23. So doe ik aanvang. Dit is wat God zijn woord dat eerste in ons werken deed. 1 Petrus 1 vers 23. Du sagt hij, dat nieuwe leven dat je nu hebben, habt je niet van je ouderen gekregen. Dat leven dat duizend geven, dat vergeet. Dat nieuwe leven wordt eeuwig blijven, wils dat komt van Christus, durch God zijn eeuwig levendig woord. So hier zegt hij, dat leven dat we van onze ouderen gekregen hebben, sie wir sind physisch geboren, en hij zegt, dat wordt vergonnen, over dat nieuwe leven, de ware geboorte, de nieuwe geboorte, dit nieuwe leven, zegt hij, wordt niet vergonnen, wils dat komt durch God zijn levendig woord. So durch dat woord, waar we nieuw geboren. In andere overschriften zegt dan bij het anders, in de Engels ook in de Judische zegt dat, dan ihr seid ja van neuen geboren worden. Dazu kann es nicht durch Sehung eines sterblichen Menschen, sondern durch den Samen des unverjährlichen, lebendigen und bleibenden Wort Gottes. Hier, das Wort ist, wird Zoet genannt. So durch das Zoet, so ist in morgen früh Töpfkum, en du wordt dat zoet uitgeplant, en wanneer dat zoet wordt afgenomen, dan geeft dat een leven. Krijgt ze dat hier, dat woord wordt genaamd als zoet, en wanneer het wordt afgenomen, weet je, durch dat woord, dat geeft een geboorte, dat geeft een nieuwe geboorte. Zo, durch God zijn woord, waar we nieuw geboren. Wunderschön is dat niet. Weet je, ik dacht aan, waar God die Welt schaffen dat nicht. In 1. Mose Kapitel 1, wo wir lesen dann, dort sagt die Welt, die wir ohne Form, die wir kein Leben, dass wir alle dood. Und da sagt der Teufel, dass wir alle dies da. Es dort nicht krank so, als der Marans wie Eier wie zum Glauben kommen. Alles wie dies da. Alles kein Leben, wie wir jetzt nicht dood. Das ist Paulus sagt in der Epheserbrief. Hij sagt, die sind uitgesloten von der Versprechung, was Gott für das israelitische Volk gegeben hat. Sagt er, wir werden ohne Gott, ohne Hub in dieser Welt. Sehr elenden Zustand. Und so soll das so wie wir. Kriegt so aus der Welt. 1. Mose Kapitel 1, Vers 2 sagt, und die Erde hat noch kein Geschenk und kein Leben. Und über das Teufel wie alles stark dies da. Und dann sagt er, in Gott sein Jes bewegt sich über das Wutter, dann sieht Gott Lut Licht schienen, und das Wort da. Sie hier sei wir das Wort am Anfang schaf. Gott sein Jes bewegt sich über das Wutter, und dann das nächste ist, Gott sieht. So die Jes und das Wort, die arbeiten immer taub. Und kriegt so aus dort dann deit, und dann sagt Gott, Lut Licht schienen, und das Wort da. Und kriegt so aus dort, so schafft er dann ans Leben, so schafft die Jes, und das wird von der und da nach, weil die Jes die Arbeit in unsere Horten. Und dann kommt das Wort. Und dann wird das Wort gesät, und wenn das Wort wird abgenommen, dann, der kriegt es, das hier sagt, Gott sieht, ludet Licht schienen, dann auf einmal ein Tag das ab. Kostet dir erinnern, aus die ten Lowen Times, wo die Ware geboren wird, der hast vielleicht fertig gesagt, der auf einmal ein Ding, das Licht ab. Aber einmal war das alle da. Und das kriegt, was hier passieren wird. Und wir haben auch ein Beispiel von diesem Eunuch von Äthiopien, der am Trägweg wie von Jerusalem, mit der Jes bewegt sich über den Jes wie eine Arbeit an seinen Hort. Und dann sagt der Jes zu Philipp, gut halt mal an der Wüste, du hast wer der Segne Haut. Und so er ging zu Hahn, und das Mann, die sagt, an Gott sein Wort. Er lese, aber er verstand nicht. Und dann lädt Philipp am das Wort aus, so der Jes arbeitet an sein Hort, und dann hört er das Wort, und was passiert. Und dann sagt er, was soll mich hindern, dass ich mich soll deuten lohnen? So der Wort, er kennt und glauben. Und so der hat von der und da nach der Jes und das Wort, die schaffen immer taub. Der Jes wirkt, und dann kommt das Wort, und dann darf das eine neue Person
eine nieuwe creatuur, dus Paulus in 2 Korinther 4, Vers 17 sagt, dat alles alle voorbij gaan, seid alles als nieuw worden, en dat komt durch das Wort. Und Paulus sagt in 1. Römer 1, Vers 10, sagt, ich schäme mich nicht mit dem Wort, mit dem Evangelium von Jesus Christus. Er sagt, dann dort haft die Kraft, all die selig zu merken, die daran glauben. Sie Gott sein Wort haft die Macht, die Kraft, zum uns selig merken, zum von einem toten Mensch, ein geistlich toten Mensch, ein lebenden, neuen Mensch zu merken. Und so Römer 10, Vers 17, das sagt Paulus auch, die glauben, kommt durch das Wort, und das Wort kommt durch das Predigt. Die Predigt. So die Geist wirkt, und dann die glauben kommt durch das Wort, und wenn das Wort gehört wird, wenn das Wort abgenommen wird, dann gibt dort eine neue Person. So das ist das Erste, was das Wort in uns steht. Und dann kriegt sie das selbe Wort, dort als Nahrung für unsere Seele, für unser geistliches Leben. So erstens, das Wort, durch das Wort, wo wir reinbohren, so ist ein Sud, das wird der Sud genannt. Und dann zweitens, in 1. Petrus 2, Vers 2, dass du sagst, so aus nie geborene Kinder, nur reine Mal schreien, soll die ein Verlangen nur jährliche Nahrung haben, dort die durch Wassen in Ton nehmen. Sie, dasselbe Wort, wodurch wir wahre geboren sind, dasselbe Wort ist auch unsere Nahrung. Sie, wenn wir wahre geboren sind, dann sind wir sozusagen als kleine Babys in Christus. Sie, dann brauchen wir, dass wir Wassen tun. Und ein Baby, wenn er zur Welt kommt, das schreckt Fuß von ersten Tag an dem Alt. Und so sagt Paulus, so sagt Petrus, so soll die ein Verlangen haben, nur Gott sein Wort, dort die durch wassen können. Wenn ein Kind nicht wassen wird, oder ein Kind nicht Mahl trinken wird, dann wird sehr bald angefangen, was du mit anderen hast. Because dort weiß wir, wenn du nicht Mahl trinken will, dann ist du irgendwo nicht abrechtig, dann ist dort krank. Und so soll es mit uns sein. Wenn ein krankes Kind verlässt den Appetit nur dem Mahl. Dann kriegst du das mit uns Christen. Wenn wir geistlich krank sind, wenn du Sinn in uns Leben hast, dann verlieren wir den Appetit für das Wort Gottes. Jetzt ein Kind, wenn er einen Doktor genommen, da wird es geholfen, aber dann müssen die Pferde mal das sehr mithaben, die wollen nicht essen, aber dann müssen die mithaben, Leben nehmen und mal was am Müll starten, und dann mit der Zeit, dann fängt das Dollar an, und dann kriegt das der Appetit wieder drei. Kriegst du das mit uns? Christen. Wenn wir seinen Sinnen angefallen, dann verlieren wir unseren Appetit für das Wort Gottes. Aber dann, wir haben auch einen Doktor. Jesus ist ein Doktor. Das sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, dass wenn wir uns die Sinne bekennen, dann ist er trüen gerecht, und verjährt an den Sinnen und wasch uns rein von all unserer Ungerechtigkeit. Aber dann hat wir kriegt so als ein Kind. Viermal, wenn wir den Appetit verliert haben für das Wort Gottes, das ist nicht leicht, zu kommen. Dann müssen wir uns sehr bemühen, und uns arbeiten, das lesen, und dann mit der Zeit, wenn wir das tun, dann kommt der Appetit wieder zurück für das Wort Gottes. Und das ist sehr gut, dass wir tun sein, dass wir den Appetit für das Wort nicht verlieren dann. Jetzt wir müssen wissen, in Epheser 4, Vers 14 und 15, sagt Paulus, wir sollen nicht länger Kinder sein. Paulus sagt aber in einer anderen Stelle, sagt, dass ein Kind wäre, dann dachte ich, das ist ein Kind, und rede das ist ein Kind, aber nie, dass ich abgewaschen bin, nie lege ich das Kind alle auf, nie denke ich, das ist ein großer Mann, und nie rede ich, das ist ein Mann. So hier sagt er, wir sollen nicht länger Kinder sein, die sich von verleidenden Menschen ihre Lehren anschmieren lassen. Und so aus den Wahlen von Windhahnen her geschmeten worden durch ihre Irrlehren, womit sie die Menschen verleiden. Wir müssen an einen leuchtenden Geist die Wahrheit verbreiten, und wir müssen an alles abwaschen. Wir müssen an alles abwaschen, sage ich. In Christus ähnlich werden, der uns Hopp ist. So wir sollen immer doller so werden als Christus. So wir fangen an als ein Baby, und dann sagt er, wir müssen an alles abwaschen, in Christus immer ähnlicher werden, der uns Hopp ist. Und so tut braucht wir Gott sein Wort.
dat we Christus beter en beter en beter kennenlernen. Weet je, in Johannes 17 vers 3, du sagt dat actually, dat wir leven als Gott kennenlernen. En durch dat woord leer we Gott kennen, nicht? Durch dat woord lezen, fingen we meer en meer wat Gott van ons heeft. En onze leven voor het woord wordt groter en groter en groter. Weet je, Gott zijn woord wordt ons ziemlich in oud. Waar we een boek lezen dan, waar we het een paar mal gelezen hebben, dan zijn we bekend met die geschichten. Da ist doch mal eine Neuigkeit bei, nicht? Aber Gott sein Wort, wir finden immer frisch, was nicht. Da haben wir einmal lesen, wir da auf Pferden gelesen haben, und auf einmal finden wir da was nicht. Und deswegen ist das so wichtig, dass wir uns dann üben, dass wir das nicht herluten, dass wir wissen, und dass wir immer da so werden, als Christus ist. In 1. Korinther 14, Vers 20, da sagt Paulus, Brüder, blieb nicht hier am Verstunden. Sie hier en schlechtet doen, über ein Überleihen und Verstunden sieht verständige Menschen. So sagt weiter, blieb nicht hier. Sie, wenn wir nie geboren sind, dann sind wir aus hier. Aber sagt, blieb du nicht bei. Die sollen abwasen, die sollen alles abwasen. Und das braucht Zeit. Einer was böse als der andere, aber das braucht alle Zeit. Wir sollen ziemlich böse sein, wir sollen ziemlich eidelig werden. In Markus Kapitel 4, da lesen wir von, wo Jesus das Himmelreich mit den Formen verglichen hat. Er sagt, er geht und sagt dazu, und dann hat er schlupen, er steht wieder ab, er hat schlupen, steht wieder ab. Und er sagt, das Kuren, das fängt an zu ziehen, und er hat keine Idee, wo er schaffen hat, was er angeht. Was den kriegt so jeder mit uns. Viertmals denkt wir so, wir wissen gleich, wir nehmen gleich zu. Aber wenn ihr das tut, das wirkt. Wir wissen gleich, wo das schaffen, dann kriegst du es, du sagst, die Firma, die jetzt schlupen, und das was du ab, das zieht du an, und fängt an zu waschen, und die wissen nicht von, was du angeht. Die denkt du nicht an. Alles, was die weiß, das wird waschen, und wenn die Zeit kommt, dann wird die arten. Und so müssen wir geduldig sein, das wird lesen, und dann geduldig sein, und viermals denken wir so, weil ich komme gleich wieder, ich sage gleich wieder gekommen. Aber wirklich, wenn wir mal durch Zeit checken, von dann aus die Neubauern wirst, und bei nicht checken, dann wirst du sehr bald utfangen, wo wir die gekommen wirst, wo sie die gewaschen hat. Ich weiß, wie sind Pferden so, wir denken so, weil ich weiß sie gleich. Ich weiß die nicht. Wenn ihr dann einer denkt, wenn die nicht mal durch Zeit gehen, und die Freunde, wo die ist einmal mit Top ist, wo die mit alles dat schlechte Top tijd. En wie is met die Top, wie is zo lang met die Top gewassen, denkst du met die Top zijn, dan wordt sehr hastig uitvinden, wo wie die al gekommen is, wofür die al gewassen hat. En daarbij is het goed, wanneer die dingen nu denken dat. En niet eidelig worden. Weet je, dus, ik wil wat versen lezen in 2. Petrus Kapitel 1. Gott weiß mir das mal, und das war mir sehr wichtig. Da habe ich Himmel verjährt, und das sind etliche Jahre trägt. Du sagst, Petrus, uns, was passiert, wenn wir nicht wissen dann? So, 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 anfangen zu lesen. Das sagt hier, Gott seine Kraft hat uns alles geschenkt, was wir zum Seilig waren in ein fremdes Leben brücken. Dadurch, dass wir den kennenlernen, der uns so viel Gute zukommen leidt, dass uns zu seiner eigenen Herrlichkeit berufen leidt. Und durch dieselbe Kraft hat uns all die andere ricke, wundervolle Segnungen versprechen, durch die wir von das verkommene Leben können loskommen, woran wir durch die Leidenschaften in dieser Welt gebunden sind und an Gott seine Natur Anteil haben können. Am dit te kriegen, bekleidt ihnen Glauben mit guten Werken, die müssen auch an Erkenntnis teilnehmen. Sie sagt die Wahrheit, die müssen auch an Erkenntnis teilnehmen. Und dann müssen die auch lernen, den selbst zu beherrschen,
wodurch die standhaft worden, standhaft sein mit Gottes Volk verbunden sein, in Gottes Volk mit sich brüderlich und ineinander gut sein, und schließlich alle Menschen rechnen lehren. Wenn die diese Dinge haben und du bleiben, wo je an jene Erkenntnis Herrn Jesus Christus nicht viel und fruchtbar sein. So hier sagt Petrus, wenn wir wollen wissen, wenn wir uns in diese Dinge einwenden, wir wollen wissen, dann sagt er, wenn wir diese Dinge haben, du bleiben, wo wir in unserer Erkenntnis Herrn Jesus Christus nicht viel und unfruchtbar bleiben. So, wenn wir uns dann üben und Gott sein Wort lesen und das tun, was Gott sein Wort sagt, dann wollen wir das die Formen, wenn du die Stieg kämpft, dann wollen wir was in der Ohren sein. Und das, was Petrus hier sagt, dann wollen wir nicht fruchtlos sein und dann wollen wir nicht viel sein. Aber dann sagt er, das nächste, sagt er, wer das über nicht hat, ist blind oder wenigstens kurzsichtig und hat vergessen, dass er von seinen alten Sünden gereinigt wird. Du bist, liebe Brüder, merken du dann immer faster, dass die berufen und ausgewählt sind, bis wenn die dort tun, wollen die nicht fallen. Sie hier sagt er, wenn die nicht wollen wissen, was dann passieren, dann fallen die auf und dann kommt das Messholz durch, dass der Mensch, der verjagt überhaupt, glaubt er auch nicht mehr, dass Gott ihm seine Sünden vergibt. Dann fährt man uns dann die drei in der Welt an. Das war Petrus dann zu sagen, was passieren wird, wenn wir nicht wissen dann. Sehr wichtig, dass wir wissen und wiederkommen dann. Und dann Vers 19, durch 2. Petrus 1,19, sagt er, so haben wir gesehen, dass es wirklich so ist, als die Propheten gesagt haben. Und die dann Gott, wenn die darauf achten, als auf ein Licht, dort am Düsteren dann scheint, bei das Anfang zu dauern, und der Morgenstern beginnt am Hort abgeht. So Petrus sagt hier, wir haben das wirklich gesehen, dass all Gott sein Wort, das ist wirklich korrekt so, als das geschrieben steht. Dann sagt er, ihr tun gut, wenn die darauf achten dann. Wir tun gut, wenn wir uns dann üben dann, wenn wir lesen dann und lernen dann, aber uns das abdachen das. Tämmlich abgeben. In der Zeit wird kommen, wo uns die Üben werden aufgemerkt werden, wo wir wollen sein, wo wir arbeiten wollen. Aber wenn wir nicht tun, dann sagt Petrus, dann kann ich sogar vergessen, dass die vergeben sind, weil dann ist ein Mensch sehr miserablich. Wenn wir als Christen, wenn wir bitte kommen und zweifeln, ob Gott uns vergeben hat, dann wird wir gleich mal näher bestehen und dann fährt man uns weiter zu schwer und dann schmiert der Mensch sich weg und dann lebt er in der Welt wieder. Und so ist es so wichtig, dass wir wissen und tun nehmen, dass wir nicht dabei bleiben. In dem Brief Hebräer 5,12, der Schrift der Schreiber, der Hebräer sagt, die sollen nicht als Selbstlehrer sein, aber die brauchen dann immer weiter, dass wir lernen das. So wie Martin wissen und viele andere Schriften, finden wir dort, dass wir wissen sollen und nicht stehen bleiben sollen. Ich denke sehr viel an uns eigenes Volk, wo die Gottes Wort Zeit schieben und sogar lernen, dass die kennen, Teufel lesen, dann wo sie verdreht werden. Und was passiert, wenn wir mit bechecken, dann was passiert mit unseren Menschen? Like in verschiedenen Städten, wo die alle nennen. Und dann denke ich an den Fall, was wir lesen in Hosea 4, Vers 6, wo das sagt, mein Volk ist zu nichts geworden, weil sie nicht belehrt sind, und du hast die Lehren nicht genug geachtet, nun will ich die auch verachten, und du wirst nicht mehr mein Priester sein, und willst du, denen Gott seine Gesetze vergeten hast, wo ich deine Kinder auch vergeten. Sehr wichtiger Fall, und ich glaube, wir sehen das. Das Gottes Wort wird nicht genug geachtet, und Gott sagt, mein Volk ist zu nichts geworden, wenn sie nicht lehren wollen. So werden wir wahrnehmen. Wir haben das Wort, und wir haben das Wort auf so eine Sprache, was wir lesen können. Von der und da, wenn wir nicht lesen können, wir haben das Wort, die Bibel, ein Audio.
Bijbels. We kunnen naar horchen. Ze hebben geen Entschuldigung, können nichts vergeben. En dan dat derde, wat het woord van staat, dat is ons geweer. In Hebräer 4:12 zegt dat leven, dat woord is levendig en krachtig. En dat schwaper als een dubbelschneidendes Messer, zegt dat. En ook in Epheser 6:17, da zegt hij, die Erradung satient ab aus einen Haut, en Gott sein Wort aus ein Schwert, dat de Geest dient jaf. So dit Wort, dat is ons Schwert, dat is ons Gewehr. Dus ik eerst zei, wo we kan alles overkomen, wo de Feind met tegen ons komen deed. Jeder kamp, wat we entgegen en wat naar ons kamp, we kan dat met Gott sein Wort overkomen. Dus Gott sein Wort is ons Gewehr. En daar hebben we een Beispiel van Jezus zelf, wat hij deed, was hij verzagt werd, dat hij 40 dagen gefast had, dan werd dan een wildnisnije leid en dan werd hij verzagt en dan zegt hij zo unter ihm, wann die wirklich Gott sehen wirst, dann seid ihr diese Steine, die sagen Brot worden. En tja, wir uns feststellen, wat zijn van komstje was, dat 40 dagen niet gegeten haben, en die mag haben die Steine te Brot merken. Jezus had erkannt, wanneer hij dat had wilt. Aber wat zegt Jezus? Wat deed Jezus? Weet je wat we verten doen, dan doen we ons een beetje strijden met den vrienden. Dan doen we met handen en treien, nou ja, van dit, van dat, van zo. Dan wordt het vielleicht naar schauen. Wat deed Jezus? Hij zegt in Matthäus 4, Vers 4, Jezus überantwoordt, dat staat geschreven, de mens leeft niet bloß van brood, aber van alle weer die Gott gereed heeft. So Jezus brengt Gott zijn woord tegen den Feind. En dat kan du en ik van der en dag krijgen, zo Gott zijn woord brengen. Wat immer de Versicherung is, wat we met de Feind naar ons kamp, Gott zijn woord brengen. En daarom is het zo wichtig, dat we doen leren, dat we bekend zijn met Gott zijn woord, dat we dat woord brengen kunnen als ons Gewehr. Met in de jengte wieder, we sollen ons helemaal niet strijden met den Feind. Het is veel te klug. Het nächste, wat de Feind deed, Jezus brengt dat woord, Gott zijn woord. Na het nächste Mal, als de Feind terugkwam, dan brengt hij zelfs dat woord. Hij zei, hij nam den Tempel ab, die war bespitzt, dan zei hij, schmied die hier auf. Sagt er, dat staat geschreven, de engel, Gott wird seinen Engel schicken, en die wird die abheben, zodat die niet weer een fout steht. So, wat de Zustand Jezus zegt, wie 100% waarheid. En dat gaat van der en dag ook zo. Dus zijn leraar, die reden 100% de waarheid, maar wat is de oorzaak waarom die dat doen? Wat is de oorzaak waarom de Feind de straf Gott zijn woord brengen deed van Jezus? Hij wil ihn te val brengen, hij wil ihn op zijn ziet treden. En dat is wat van der en dag ook passieren dat ver. De waarheid wat je redt, dat is ganz reich over wat is de oorzaak. En ik geloof, daarin is het zeer wichtig, dat we niet op mensen bieden doen, over op Gott zijn woord. Jetzt ik zei immer, wenn wir op mensen bieden doen, dan zaten we ons een grote gevaar, nicht uns selbst, über den Lehrer auch. Because die Feind, der zit het zeer bald, wenn du in der Gruppe bist, die bieden op den Lehrer, dann weet je dat. Okay, hij zit dat, deze Gruppe, die biedt op den Lehrer, en wenn ich den Lehrer konnte vollbringen, dann fällt die ganze Gruppe. Aber wenn wir uns ab Gott sein Wort bieten, dann, wenn der Lehrer dann auch einmal fallen wird, dann haben wir einen Grund, wo wir stehen, Gott sein Wort. Und wir sind schuldig, unsere Lehrer und ihr nun zu sein und die zu respektieren, aber wir sollen keinmal ab den Lehrer bieten. Ab das Wort, was er lehren hat, ab Gott sein Wort, durch abbieten. Und so das, was der Feind deed. Aber dann sagt Jesus wahrer. Dort steht auch geschrieben, du sollst Gott nicht versagen. So, alle dreimal, Jesus bringt Gott sein Wort, und so haben wir auch
Gott sein Wort brauchen. Ein Beispiel, viermals, die Feind, die braucht Mensch die Zweifeln. Und viermals kommt der Mensch, sagt ja, die hast dieses eingenommen, die Leiste, die hast dieses eingenommen. Aber hat die wirklich eingenommen? Was werden wir dann tun, wenn die Feind an seine Gedanken anbringen wird? Habe ich Gott sein Wort brauchen? Ich glaube, ein Fall, was wir durchbrauchen können, was ich gebraucht habe in der Vergangenheit, ist Johannes 37. Wenn seine Gedanken ans ankommen, wenn die Feind an seine Gedanken anbringt, dann kann ich sagen, dort steht geschrieben, und wer nur mitkämpft, den wo ich nicht rücksteht. Wer nur Jesus kämpft, er sagt, ich werde auf keinen Weg rücksteht. Aber ein anderer Fall, Johannes 4,24. Wir können sagen, dort steht geschrieben, dort sagt, Jesus sagt in sein Wort, ich sage Ihnen die Wahrheit, wer mir Wort hört und den läuft, der mir geschickt hat, hat dort ewige Leben und kommt nicht an das Gerecht über es von dort zum Leben gekommen. Was will wir glauben? Was Gott sein Wort sagt, oder was die Feind uns sagt? Und er ist fragt, uns am Zweifel zu bringen, hat Gott die wirklich angenommen? Und was wir horchen? Nur den Feind oder an Gott sein Wort. Und dort ein Glauben annehmen. Und dort glauben, was er sagt. Wenn wir glauben, jetzt Römer 10,13 sagt, dass wir immer den Herrn anrufen, der Wort seilig. So, wenn die den Herrn von Worten anrufen, dann wirst du seilig, dann bist du wahre geboren. Und ab dort wird kostet die Stunde gehen. Und dann lässt ihn kommen mit was immer die will. Und dann braucht wir Gott sein Wort. Er ein anderes Ding, von der Tag, es sei ja amoralisches Leben, es sei ja hochgekommen, Hürerie. Was werden wir tun, wenn wir versagt werden? Paulus sagt in 1. Korinther 6,18, Rand weg von alle Hürerie. Wir können das Wort brauchen, wenn uns seine Gedanken ankommen. Das steht geschrieben, Rand weg von alle Hürerie. Einer steht, sagt dort, Rand weg von dir lassen. So wir können Gott sein Wort brauchen an alles, wo wir hier uns kämpfen. Und der letzte, wo Jesus zu den Südern sagt, in Matthäus 4, Vers 10, sagt er, dann sagt Jesus zu ihm, weg mit die Südern, weil es dort steht geschrieben, du sollst Gott, den Herrn, anbeten, in einzig am Deinen. Habe ich die Kraft, dort drin zu sein? Absolut. Wie kann drin zu sein, seit du die Wahrheit kommst? Jesus sagt einen Satz zu der sagt die Zeit ist mäßig kommen, wo die Herrscher über diese Welt wird kommen, aber er sagt, der hat nichts an mich. Ich habe wie dort brücken, drin zu sein, du hast nichts an mich, seit du die Wahrheit kommst. Wir haben die Kraft, das zu tun. Jakobus 4, Vers 7 sagt, also ihr staut dient Gott, staut dient jenen bei den Feind, dann wird er von ihnen verschwingen. Wenn wir das an Forsten glauben tun, das ist kein Zweifel. Wenn du nicht zweifeln lässt, du brauchst Gott sein Wort, das sagt, du kannst den Feind sein, seit du wachkommst, und ihr stahl die Gott, und warst du den Feind an Forsten glauben, du wirst die Fing, die wird verluten von dir. Keinmal nicht reden, aber ein bisschen haben, hier, ich denke, Pferden an Balaam, so wie ein König, der will haben, er soll kommen in das Volk flüchten. Und so, die schickt Männer da hin und schickt Geld mit und baut den Hut an und so weiter. Und Balaam wird ganz überzeugt, dass wir gegen Gott. Aber ich glaube, das Geld, das fängt an ein bisschen an zu kitteln. Und dann sagt er, ich würde noch einmal überbeten. Jetzt dort, wo wir finden, wo die Feind mit unseren Gedanken spielen will. Und dann sagt er, ich würde noch einmal überbeten. Und dann sagt Gott denen, gut. Aber dann sagt Gott, wir nicht zufrieden mit denen. Gott lässt ihn gut, aber dass wir nicht reich. So wie man abpassen, dass wir den Feind nicht mit unseren Gedanken spielen. Gott sein Wort nehmen, dann war er stunden, und dann sein wurde er was verloren. So dort ist Gott sein Wort. So Gott sein Wort ist sehr wichtig für uns. Wir sollen das nicht leicht nehmen.
Einige Menschen haben so viel Respekt für das Wort, für die Bibel, die leihen das Buch an und gehen nach ihrem Mal den Stoff aufwaschen. Und ich sage nicht, dass wir nicht so einen Respekt haben für das Wort, aber wir sollen das lesen und dann das respekten und tun, was das Wort sein wird. Und dann wollen wir antworten, was für Kraft du hast. Dann wollen wir finden, was er meint, wenn das Zeichen in Hebräer 5, Vers 12. Das Wort ist lebendig und kraftig. Dann wollen wir es finden. Aber wenn wir das nicht brauchen, dann finden wir das gleich nicht. So, wenn wir das Wort ernst nehmen und wenn wir das brauchen, wenn wir waschen, wenn wir uns an Eiben waschen und dann wenn wir das brauchen, wenn wir an Kampf dann kommen. Das einzige Weg, wo wir wollen, überkommen können, wenn wir nach der beten. Lieber himmlischer Vater, ich komme für dich und ich danke dir für dein Wort, dass wir das so rechtlich haben. Gott, ich danke dir, dass du beschrieben hast, dass du hast uns alles gegeben, was wir brauchen, erstlich zum seilig werden und dann auch zum uns leben, dass wir ein heiliges Leben führen. Gott, ich danke dir, dass es uns gewähr ist, was wir brauchen können, jenen finden zu kommen, wenn er uns will versegen. Vater, ich bete, musst du das wieder in unsere Worten anschließen, muss wir nicht vergessen, wo wichtig das ist, dass wir nicht würden, das Bild nehmen aus dem gewöhnlichen Bild, aber wenn wir dann kommen, dass wir würden lesen mit der Einstellung, dass du direkt zu uns reden lässt. In Jesus' Namen. Amen.